meine lieben Leute, guten Morgen, würde man sagen. Nachdem wir jetzt Champs sind, haben wir es endgültig verdient, nach Score City zu gehen. Oh yeah! Und damit willkommen zurück zu Pokémon Schild oder so. Lehnt euch zurück, es gibt eine geniale Show. Nein. Tatsächlich kommt jetzt ein recht langweiliger Part in einer Score City, der finale Ort. Aber ja. Ihr werdet es sehen, bevor wir ins grosse, grande Finale kommen, gibt es tatsächlich noch eine Kleinigkeit, 2 zu erledigen. Und der Big Ben hat mal geil ausgesehen, mit dem Logo von Marco Cosmos drauf. Wow! 10! Und das ist das Stadion von Score City. Und das ist die Statue von Score City. Und das ist der Hop von Vorliegen. Wo haben wir? Vorliegen haben, oder? Vorliegen? Nein. Egal. Boah, wir sind wirklich hier in Score City. Hier passiert es. Hier wird die Legende von Hopp in die Geschichte eingehen. Hoppala. Du weißt schon, weil ich der neue Hop der Gala-Region werde. Ich mache mir Schnuckstragssaft im Stadion. Jetzt wird richtig gekotzt. Was? Wir sehen uns dann im Score-Stadion und dann ab. Bis dann. Stadion? Turnier? Was? Ich? Spital? Nein. Ja gut. Wer hätte mit dem rechnen? Ich nicht. Gehen wir mal ins Stadion. So tönt mein Velo. Kann ich doch nicht dafür. Hey, die Leute. Ah, da sind sie ja. Wir gehen schnurstracks ins Score Stadion. Hier in Score City. Und fangen wir gerade an. Oder? Du bist Challenge Alternative, richtig? Wir haben eine Kämpfe mit Spannung verfolgt. Gemäß den Regeln muss ich aber trotzdem überprüfen, ob alle Orden in einem Besitz sind. Okay. Ich bin sowas von bereit, ehrlich von den Leuten gegen dich zu kämpfen. Betis wird ja leidlich disqualifiziert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir ihn noch nicht ganz zum letzten Mal gesehen haben. Spoiler. Wie auch immer, komm Alternative, lass uns in den Wartebereich gehen. Hätte er zum Glück, dass wir überhaupt alle Orte haben. Und alle Teilnehmer, die Arena Challenge bestanden haben, das Vorturnier fängt gleich an. Automatischen Durchsag hier, bitte. Bitte begebt euch auf den Kampfplatz des Stadions, wenn ihr bereit seid. Okay. Jetzt bin ich bereit für meinen grossen Auftritt. Ich habe gemeint, ich will zuerst etwas anderes machen, aber naja, dem Fall nicht. Ich habe meine epischsten Fahnen-Pokémon ausgesucht und mit denen werden wir, naja, die zweite epischsten 6 von allen meinen Pokémon ausgesucht. Und mit denen werden wir das Turnier jetzt bestreiten. Es geht darum, sich um den... Also, im Finale zu qualifizieren. Macht das Sinn? Genau. Und, naja, es klopft nicht, wenn ihr meine Pokémon seht. Vom Level her sind sie viel zu hoch. Für euch ist es noch ein paar Minuten her, aber für mich ist die letzte Folge schon eine riesige Ewigkeit her. Damals hat es noch einmal Pokémon Home gegeben, und ich das letzte Mal eine Folge aufgenommen habe. Und genau deshalb, ja, ich könnte nicht auf meine Pokémon gehen. Und ja, ja, darum habe ich auch vor allem Pokémon genommen, die wir dank Pokémon Go mit übernehmen können. Und einfach zum, naja, trollen. Nein, ich wollte einfach das Spiel so schnell wie möglich jetzt noch durchhaben, darum habe ich nicht mehr auf Level geschaut und nicht mehr auf irgendetwas, einfach 6 mitgenommen, die ich geil finde. Und mit denen kämpfen wir gegen Mary Poppins. Was? Ja, ihr seht, ich habe einen Silvaro. Ja, Mann! Und mit Silvaro wird trainiert das Cleopatra einfach mal Folterknecht. Du weißt, dass du gegen mich nicht brauchst. Aber gut, feel free. Akrobatik, zack, weg. Kein Problem. Für einen guten alten Silvaro. Da sehen wir meine anderen Pokémon. Haha, wie weiss ich bescheißen. Da sehen wir sie nochmal. Primavera ist mein nächstes Pokémon für meine Wahl. Wenn ihr Silvaro dabei habt, dann würde ich garantiert auch ein Primavera dabei haben. Ja, Mann, Primavera. Zeig's dann, Irokex.
Das sollte ab jetzt ein Kinderspiel werden. Mordgewalt! Man hat alle 8 Orte, alle Pokémon. Gehorchen uns. Bam! Ja. Yeah. Keine Chance hast, Kollege. Toxic Quack. Gute Wahl. Gute Wahl. Ich würde sagen, ich greife zu meinem Necrozma. Ihr denkt euch sicher, was ist denn da noch witzig dran? Ganz ehrlich, das Let's Play ist schon lange nicht mehr witzig. Mein Fehler, das habe ich recht vergeben. Aber ja. Wäre es jetzt ein Naslog, würde man die Mühe geben, aber bei dem tun wir doch noch ein bisschen flexen, solange wir können. Ich würde sagen, wir machen... da. Photonengeysir. Oh, Tiefschlag. Natürlich. Go for it. Aber du siehst, das juckt nicht einmal ein bisschen. Angriff! Oh yeah. Das satisfied. Morpeko. Und Licht. Der wechseln wir zu... Fuegro. Dann haben wir das auch noch ein bisschen gesehen. Yeah! La 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 la. Blutsauger. Der Blutsauger ist doch so eine schlechte Attacke, wir wissen es doch noch von Pokémon Blau und Rot. Ja, aber seit der Alola-Region ist Blutsauger freaking OP, meine Herren. 80er Schaden und tut noch heilen. Sign me up. Olangar. Ja. Wir können alles mal ein bisschen spielen. Ah, ich muss den Crossman nehmen. Necrozma. Meine Fans stehen bei mir. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Mir bei, Entschuldigung. Ja, du bist sicher mit ganz vielen Ambitionen an das Turnier gekommen und muss sagen, deine Pokémon sind auch sehr, sehr, sehr feig. Aber gut, wenn du gegen einen Typ antrittst, wo... Nein. Wo einfach nur aufs Flexen aus ist. Kannst du eigentlich heimgehen. Auch wenn ich so lange jetzt lange Scheichen bekommen hat. Oh, sie überlebt sogar. Ich habe meine Bestattacke ausgeübt, damit ich sie gegen dich einsetzen kann. Giga-Genzwang. Jö. Das tankt bis Necrozma noch vor uns morgen. Und einfach, wenn wir episch sind. Mach ich doch auch. Ein Dynamax. Einfach damit ich diesen One-Hit-KO gehen kann. Ihr seht, ich habe es Necrozma mit einem Finsterball gefangen, nicht in einem Meisterball. Noobs. Riese Necrozma. Oh yeah. Da-da-da-da-da. Und tschüss. I'm so evil. Verloren, aber immerhin verstehe ich jetzt besser, was er euch zu seinem tollen Team macht. Flexe? Das macht mit so einem geilen Team? Im Fall nichts anderes.
Zu hören, wie das Publikum in einem Team, wo mir zujubelt, war einfach das Größte. Ich habe verloren, dann als ich nichts ändern. Aber wenigstens habe ich das Zuschauen, wo eine Show geliefert, die sich so schnell nicht vergessen werden. Ich habe eine Show geliefert. Das ist auch schon mal was wert. Und jetzt werde ich selbst zum Zuschauer. Der Rest der Veranstaltung schaue ich mich zusammen mit deinem Bruder an. Ich bin schon total gespannt, wer am Ende gegen den Champ kämpfen wird. Ob ich dich anfeuern werde oder jemand anderes, weiß ich selbst noch nicht. So, Zeit, das Feld zu räumen. Bis dann, tschüss. Und tschüss mit Ö. Aber jetzt. Boah, einen Turn ab. Wir sehen uns auf jeden Fall im letzten Kampf des Vorturniers. Bei deinem Match eben wurde mir klar, ich muss gewinnen. Meine Pokémon stehen auch total unter Strom, seit ich dein Ziel gesehen habe. Yeah. Okay. Weird Kid. Ja. Versuchst du nochmal? Entschuldige die Störung. Wer ich? Ich weiß, dass du gerade erst von einem Kampf zurück bist, aber das Match von Hopp endete schneller als erwartet. Er hat verloren. Bitte begib dich zurück auf den Kampfplatz, sobald du bereit bist. Ich bin bereit. Jawohl! Warte mit dem... Jawohl! Ich bin bereit, ich bin wirklich leiden mit Silvaro. Ach komm, machen wir einfach. Wer ist denn nicht glücklich? Was, der Hopp selber? Oh. Früh? Jetzt schon? Okay, cool. Ich muss ja gerade den Beginn unserer Reise in Vorliegen zurückdenken. Dank Leon hat uns beide gerade ein Pokémon geschenkt. Damals habe ich mir geschworen, dass wir uns hier gegenüberstehen würden. Diesen Schwur habe ich hiermit eingelöst. Und jetzt schnappe ich mir den Sieg. Nein. Wirst du nicht will. Ich beschwöre meinen weißen Drachen. In Angriffsposition. Du magst bereit sein. Du magst voller Selbstvertrauen strotzen, aber ich kämpfe unfair und darum gewinne ich. So. Meine Brauen ohne Bügel. Unsere Kampf gibt gar nicht keinen Vergleich zum Stadion. Ich glühe förmlich. Zeit zum Abkühlen. Ich greife dir an mit Laubklinge. Huhahaha! Weggeflext. Ist nicht mehr lustigerweise, aber ich wollte einfach gewinnen. Das Spiel noch schnell fertig machen. Kramor. Fuegro. Ziel ist auch, jedes Pokémon einzusetzen. Kampf raus. Fuegro gegen Kramor. Sollte eben so eine kurze Sache werden. Anspannung für die Kamera wirkt. Ja. Flammenblitz. Wenn schon, denn schon. Fuegro bekanntlich ja auch in Smash. Und dort setzt er Dark Lariat ein. Durchlichtattacke, die ja auch ich heute noch vermutlich wird einsetzen. Natürlich nehmen wir ein bisschen Schaden durch den Rückstoß von Flammenblitz, wissen wir, kein Problem. Ich glaube im Fall, ich habe gar keine Kampfattacke für das Relax, so jetzt. Dafür habe ich ein anderes Normal-Pokémon. Normal gegen Normal, tönt doch fair. Amigento! Ja, nicht nur habe ich ein Typ 0, ich habe ein Amigento. Typ 0 kann man darüber geschenkt über den Kampfturm. Ich finde aber das epischer. Ja gut, logisch. Angriff! Multi-Angriff, um genau zu sein. Ein 120er Move, wo der Typ sich anpasst. Und zwar an den Dings, den ich carrier, den ich trage, an den Disc. Momentan habe ich gar keinen Disc für mein Amigento, weil die komme ich erst über, wenn ich selber im Kampf aus bin. Und ja, darum ist es jetzt noch Typ normal gewesen. Darum habe ich gesagt, normal gegen normal sollte eigentlich fair sein. Egal, ich greife jetzt mit Erdbeben an. Das sollte das Sprint-Skill rausnehmen. Genau, wie erwartet. Schwach. So. Inteleon. Ja, nehmen wir raus und starten für. Ich und seine Klemme. Nix da. So ein Sieg mit dem Rücken zur Wand. Okay, sorry.
Inteleon. Lass die Wünsche raus. In diesem Wunschstern stecken. Zeit für Dynamax. Ach so. Hoppla. Hier verpassen wir den Dynamax. Und jetzt sollt ihr wissen, wenn ihr den Scharfdrüssel nehmt, ist es auch Dynamax-Zeit. Okay. Ein riesen Viech. Ist vorher schon gross gewesen, aber jetzt ist es noch viel, viel grösser. Dynafrost. Fair enough. Hat sogar noch viel Schaden gemacht. Oh. Aber auch ich mache Schaden. Da kannst du noch so viel aus dem Delion seinen Kampf gelernt haben. Laubklinge! Tot! Ohne mit Dynamaximieren. Habe ich den Hopf wieder weggeschickt. Schwupp, wurde besiegt. Scheiße! Vielen Dank, Lilana. Es war schön, dich an meiner Seite zu haben. Aber jetzt Müssen wir getrennte Wege gehen. Damit das Rot und die Bären der ihre Challenge bestanden haben, haben gegeneinander den Sieg gekämpft, aber nur der allerbeste und den dafür das Finalturnier einzunehmen ist Nutella-Napf. Das bin ich. Ich weiß, Sania meinte, wir hätten das Potenzial, so zu werden wie die Helden. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich nie als Held gesehen. Als Heldin. Du hingegen ist dir eigentlich klar, dass du die Chance hast, etwas ganz, ganz Großes zu leisten. Meinen Glückwunsch an dich, Silvaro und dein ganzes Team. Wow, Silvaro ist doch schon programmiert im Namen. Geil! Ja, gut. Soll zusammen. Lieutenant ab. Was für ein geiler Kampf. Wir sind glatt die Träne gekommen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie mir geschieht. Seht euch an. Ihr seid aus demselben Dorf, aber wir brauchen hier ein fantastisches Team zusammengestellt und miteinander gekämpft. Also ja, ein geiles Team zusammengestellt und mit völlig anderen Pokémon-Turnier gewonnen. Genau, das haben wir gemacht. ja, laber nicht so viel. Laber nicht so viel. Ich habe keine Zeit für so Scheiß. Pest, die Delion. Der Pest, die... Nee. Im Hotel gehen Spanien. Ja, bla 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 bla. Wir wollen das Finalturnier, oder Leute? Oder? Ja, Final, yeah, hui. Eine überragende Mehrheit will das Finalturnier. Ich würde sagen, gehen wir noch eine Runde und am nächsten Morgen gehen wir dann an das Finalturnier. Aber zuerst müssen wir natürlich Interviews geben, wir kennen es. Und Challenge, ein Angriff bitte. Ich muss Sie unbedingt ein paar Fragen stellen. In Ordnung? Geil. Wie jeder weiß, hat der Champ die Galerie und ich und habe die Empfehlung für die Challenge geschrieben, die für sich in die Siegel mit Hand ich find's super. Dann haben wir meine Mama, Hashtag fetzer Hurenscheiß. Genau. Außerdem, aber wir hoffen stark, bla bla bla. Ja, jetzt verpisset euch. Boah, das Promi, aber es gar nicht schwer. Das war eine interessante Konversation. Ich würde sogar sagen, eine Konversation. Bitte unsubscribe nicht. Wirklich seine Farbe kann soll dagegen ein Kinderspiel sein. Muss jetzt einen Level machen, Alter. Die ganze Energie, die in meinen Kampf stecken soll. Das wäre nicht sicher gewesen. Hey, das ist immer was Neues. Ich mache wirklich Sorgen, Delion, klar? Außerdem muss ich mir wie immer mit dir keine Moralprediger anhören. Wie soll ich dich in der Haut für jemanden ernst nehmen? Wow, wenn du immer so auf solche achest, wundert es mich nicht, dass du verloren hast. Und du hast einen Champ angeht, der ist in Rose Tower gegangen. Was? Keine Ahnung warum, ich habe ihn zufällig an der Monorail-Haltestelle getroffen. Ich soll euch ausrichten, dass sich etwas verspätet, weil ich irgendwas im Rose Tower erledigen muss. Im Rose Tower? Ausgerechnet jetzt? Was will er da bloß? Sag mal, Ness, konntest du vielleicht einen Weg zum Rose Tower zeigen? Lieutenant und ich haben leider keinen blassen Schimmer, wenn man da hinkommt. Du bist genau wie dein Bruder. Reicht man noch einen kleinen Finger, wollte gleich die ganze Hand. Aber ich will mal nicht so sein. Schließlich will ich ja, dass wir euch noch den Start vom Finalturnier verzögert. Außerdem seid ihr mir nicht total unsympathisch. Immerhin habt ihr es geschafft, mich zu besiegen. Am besten Trommel. Nicht zur Verstärkung, auch gleich das Team Yell zusammen. Statten wir den Host aber gemeinsam einen kleinen Besuch ab. Du bist der Größte, das vielen Dank. Jetzt will ich angeklotzt und zwar so richtig. Halt der Latz. Während die Leute anglotzen, tun wir anklotzen und gehen ebenfalls zum Rose Tower. Oder?
Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich bin immer noch fix fertig von meinem Kampf gegen den Zellen. Achso. Team jetzt offiziell Fanclub von den Zellen of Mary. Wir brauchen auch deine Hilfe. Warpack, ich bin zutiefst gerührt von der Familienbande, aber ich habe niemand um Hilfe gebeten. Olivia! Liga-Präsident Rose befindet sich gerade mitten in einem wichtigen Meeting mit dem Champ. Die zwei dürfen auf keinen Fall gestört werden. Unbefugnis Zutritt zum Rose-Tor ohnehin verwehrt. Um ihn zum Monorail zu erreichen, wird ein spezieller Schlüssel benötigt. So wird gewährleistet, dass der Liga-Präsident sich nicht mit ungeladenen Gästen abplagen muss, solange sie blablabla. Ich werde eine Schlüsselverwaltung von mir gewählten Mitglied Liga-Präsident anvertrauen. Euch ist sicher nicht entgangen, dass der Liga-Präsident solchen Spielchen mag. Woran ihr erkennt, welches Mitglied des Liga-Personal den Schlüssel hat, ja, da müsst ihr schon selbst rausfinden. Ich bin ein Meister der Tarnung, versucht nur mich zu finden. Na so, nun was jetzt? Oder einfach, wenn es auch kompliziert geht. Aber hey, das wird uns nicht aufhalten. Team, wir alle versuchen. Wir sind immerhin der offizielle Fanclub von den Turn-Up. Oh yeah. Perfekt, ich suche die Gegner von dem Stadion ab. Macht ihr das und ich weiß, wo er ist. Okay, wie sieht's aus? Gehen wir jemand zum Bahnhofplatz? Ja, Mann. Super, solange alle mithelfen und schaffen wir es mit links den Rose Tower zu erreichen. Also, sie hat den Schlüssel versteckt. Just for fun. Gut. Okay, lass uns diese bösen Angestellten der Pokémon-Liga möglichst schnell finden. Der Typ hat eine abgefahrene Sonnenbrille auf, wenn ich mich nicht täusche. Ja, da hat er eine abgefahrene Sonnenbrille. Aber da ist es nicht. Und da hat er eine abgefahrene Sonnenbrille. Aber da ist es auch nicht. Ich würde sagen, wir gehen schnurstracks zu dem, wo es ist. Und ich glaube... nicht, dass er da ist. Da! Ich will es raus, also... Nö, das ist schnell. So. Du bist auch nicht, du bist ein dicker Sieg. Da ist er ja! Hey, Nutella, der Typ, der sieht super verdächtig, aber er will ihm einfach nichts zu seinem Gesicht zeigen. Sag mal, nicht. Ja, das Schlüssel gefunden! Was? Mir habe ich rumgedreht und jetzt... Mitarbeiter von Makrokosmos haben alle Stahl-Pokémon. Und darum ist mein Silvaro vorher genau das Richtige. Nicht! Aber der Gang mit Schattenfessel sollte es eigentlich länger. Weil ja, unfair. Alla. Bumm! Epischer Angriff. Der Gegner hat das Mauzi weniger. Ich habe ein bisschen Erfahrungspunkt mehr. Und Fuegro macht den Rest. Musiktechnisch ist es schon nicht so schlecht. Wir feuern dich an! Lasst es bitte sein, dann nehmen wir nur die Seite weg. Oh. Macht weiter! Angriffslos! Flammenblitz! Los! Fernmückela tot. Ach, mein Papunga tot! Wer kennt's? So. Ja, der bin noch immer nicht mehr. So. Ich würde sagen, jetzt tue ich aber gerade schnell das Fuegro führen. Dort ist die ja alle Kampf-Pokémon hin. Sorry, Stahl-Pokémon. Nicht Kristall, Stahl-Pokémon. So. Jetzt müssen wir dem Typ den Schlüssel aber nochmal finden. Und ich meine, jetzt ist er... ich kann nicht abhocken wollen. Eigentlich kann ich da so den da wollen. Hey! Wie hast du mich gefunden? Sag bloß, du hast auf Glück einfach jeden angequatscht. Egal, jetzt wird geklegelt. Geschlägelt. Das ist ein deutsches Wort. Geschlägelt. Flugkiefer. Okay. Oh, das ist eine leichte Beute. Kann man so sagen für mein Fuegro. Und zwar mit Flammenblut. Eigentlich hat es Erdbeben auch getan, aber wenn ich schon episch sehe, dann bin ich auch episch. Boom. Zack, weg.
Gibt es Staub-Pokémon, die eine Feuerimmunität haben? Also nicht eine Immunität, aber eine Resistenz? Das müsste ein Pokémon sein, die nicht dafür Stahl sind? Nein. Also Resistenz sicher nicht. Aber das kann nicht sein. Yay gibt mir Spezialverteidigung gegen ein Stahllabor extrem hilfreich, ich muss sagen. Und sonst, auch wenn es ein gäbe, wo das Feuerattacken nicht sehr effektiv wäre, bei einem Stahl-Gestein-Pokémon wäre das der Fall. Und da haben wir Käse. Gut. Mal eins. Schilderus bzw. Polterus. Aber sonst? Naja. Dann wäre es aber garantiert etwas für Erdbeben. Wo ich auch habe auf meinem Fuegro. Glückwunsch. Nochmal klägeln. Macht mir doch das Leben nicht so schwierig. Kassadur. Oh, da werde ich mich jetzt schnell doppelt selber verletzen. Und zwar mit Flammenblitz. Einerseits der Rückstoßschaden durch Flammenblitz. Andererseits Eisenstachel von Kassadur. Da sehen Sie jetzt. Erstens Eisenstachel. Und... habe ich den Rückstoßschaden schon genommen? Ah, da ist er ja. Ist früher fast tot, obwohl es noch keinen Angriff abbekommen hat. Stalos! Hey! Ich glaube nicht so etwas von tot, wenn ich nochmal Flammenblitz mache, weil Stalos hat verdammt viel Abwehr und KP. Du bist der Beste! Schon klar, jetzt ist es aufgetan. Okay, Flammenblitz! Tot. Und wie viel verliere ich? Viel. Aber er ist, glaube ich, jetzt tot. Er hat jetzt alle seine 6 Pokémon eingesetzt. Darf jetzt endlich den Schlüssel haben. Es ist vorbei, Gekko und sagt, denkst du, ich habe keine Lust mehr, einen Standparker für Livia zu hören, Aufgaben, das ist keine Option, man sehen, die schnappeln mir das, wenn ich nicht ganz clever in den Monorail hüpfe. Bringt Hopp, ja Leute, wir müssen ein paar noch lange. Na. Okay. Bam. Man keine Chance gar nicht. Jetzt ist er endgültig in der Falle. Gute Arbeit, Lieutenant Up. Dann muss gefeiert werden. Am besten mit Bier. Ganz simpler Sänger, so wie ich. Sing für die simplen Lieder. Nimmer mehr, nee, was? Mehr nicht? Oh oh. Und Eltern wurden nicht geschehen, um euch Mut zu geben, ihr Lieben. Meine Lieder wurden nicht gelingen, auch Freude oder Glück zu bringen. Und doch singe ich sie immer wieder, die meine schönen, simplen Lieder. Und immer wieder sind es dieselben Lieder. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Könnt ihr mal ab? Ja, Mann. Yeah! Ist das so beliebt? Gut, Toten Hosen sind beliebt. Und immer wieder. Ah, wir sind durch. Wieso? Egal. Ja, nicht so fragen, einfach den Turm rauf. Und oben wartet der Rose. Da werden wir den Rose-Tower. Wie hoch dieser Kasten wohl sein mag, die Spitze verschwindet sogar in den Wolken. Okay, was ist euer Plan? Team Yell und Ness haben den Typen der Pokémon-Liga sicher noch alle Händen voll zu tun. Wir sind alles auf uns alleine gestellt. Gute Frage, also nicht hin und dann ab. Na, können wir schon mal. Ich bin dabei. Und schließlich noch Jump Cup gegen ihn antreten, stimmt's? Danke dir, aber mir bisher schon ab. Wir dürfen nicht nachlassen. Diese Olivia muss man nicht verstehen, oder? Nein.
Hey, du bist schon da. Nach das vorhin war der operative Gig. Die Menge ist abgegangen, wie ein Spike vor. Nur eine Zugabe hat noch gefehlt. Seid ihr immer noch hier? Ja, der labert da ununterbrochen. Los, geht endlich. Ich gebe euch Rückendeckung. Ich bleibe hier bei meinem Bruder, damit er keinen Unfug anstellt. Wenn ihr Hilfe braucht, findet ihr uns dort. Na komm, mach mir jetzt auf die Socken ab. Ich trage doch keine Socken. Wir machen es auf Zocken, aber erst beim nächsten Mal. Ja. Tschüss. Oh, Moment. Ciao.